Ja, hallo, hier ist wieder euer Roy. Heute geht es um Akupunktur. Mich hat eine Zuschrift erreicht von SP Utzler aus Köln-Kalk. Und der SP möchte gerne wissen, was es mit Akupunktur auf sich hat. Sie fragt, hör mal Roy, was ist eigentlich mit Akupunktur? Was ist das? Wie funktioniert das? Kannst du das einmal erklären? Ja, liebe SP, natürlich kann ich das erklären. Das ist relativ einfach gemacht, aber ich muss ein klein bisschen ausholen, denn Akupunktur ist also, gehört zur TCM. Ne? Das ist die traditionelle chinesische Medizin und da geht es immer viel darum, dass so Energien fließen. Ne? Durch den ganzen Leib fließen Energien und die werden ab und zu werden die zwischengespeichert. Und zwar im sogenannten Akku. Ne? So, jetzt hast du den Akku und damit auch schon den ersten Wortteil quasi erklärt. Und jetzt kommt der zweite Teil, das ist die Punktur, ne? Akupunktur heißt es ja. Und bei der Punktur ist ja, das kommt von Punktieren. Ne? Und Punktieren, das heißt nichts anderes als ein Loch reinmachen. Ne? Ein Loch reinmachen, sag ich mal. Also wird quasi bei der Akupunktur ein Loch in einen Akku gemacht. Ne? Warum? Es gibt im Körper gute Energien. Es gibt aber auch schlechte Energien. Ne? So, und jetzt möchte man gerne durch die Akupunktur die schlechte Energie, die will man ausfließen lassen, sag ich mal. Ne? So kann man so sagen. Ne? So, und das ist aber jetzt gar nicht so einfach. Ne? Wenn du Akupunktur machst, du musst ja ganz genau wissen, wo muss ich hinpieken. Ne? Und das kann nicht jeder. Wer das aber richtig gut kann, das ist der Chines. Weil da kommt es ja auch her. Ne? Der Chines, der hat die Augen dafür, der hat den Blick dafür. Der guckt ganz genau hin, der macht die Augen klein und guckt ganz genau, aha, da muss ich hinpieken, ne? Und dann piekt er da rein und dann hätte es getroffen, ne? Der Akku. Und da kann die schlechte Energie abfließen und der Patient ist ein ganz anderer geworden dadurch. Ne? Ganz neuer Mensch quasi nach der Akupunktur. Ne? Das ist im Kerne das Wesen von der Akupunktur. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen helfen und Klarheit verschaffen. Und jetzt sage ich Tschüss, bis dass du wieder küsst.